Abend bei Dickrich TV. Hallo Stinnech beim Kriegsmonument am Dickricher College. Den LCD als Lycée, die sich ganz stark für die Erinnerung und den Zweiten Weltkrieg ersetzt. Sowohl am Oktober bei Gelegenheit vom Nationalen Kommemorationstag wie auch am Januar rund um den Holocaust Remembrance Day fanden all Jahr Eventer zum Thema statt. Am Kader vom 80. Anniversär von der Ardennenoffensiv hatte sie dieses Jahr aber gleich ein ganz Fach von der Memoire abgerufen. Den Auftakt davon war ein großes Table ronde mit ganz interessanten Experten. La Mémoire au service de la paix. Unter diesem Titel hat der Lycée Classique von Dickrich den 20. Januar eng Table ronde für 3. und 2. bei der es darum geht zu gucken, was für 80 Jahre genau geschieht ist und wen dafür sorgen kann, dass es nicht nach einmal dazu kommt. Sobald ihr Menschen anfängt auszugrenzen, egal aus welchem Grund, ich meine, das soll ein Beispiel sein, da soll er reagieren. Und dafür erzählen wir die Geschichte und dafür als Geschichte wissen, was geschieht ist, für was geschieht ist und was Konsequenzen sind. Dafür ist das so wichtig. Und auf diese Art und Weise kann es euch helfen, Decisionen, Esprit Kritik zu schärfen. An der Stelle ist froh, wenn wir an der Situation gewesen wären. Was hätten wir gemäht? Ich weiß nicht, ob ich ein Held oder ein Drecksack wäre. Ich weiß nicht. Und wenn wir auf die Front nicht genannt werden, meine ich, für die besten Manier für der Frau auszuweichen, wie soll ich so präparieren, dass man die Frau nie gestellt kriegt. An Dach geht es sich Sorgen zu machen. Bei der Association Respekt.lu, die sich auch mit Radikalisierung befasst, machen sie sich ernsthaft Gedanken, wie weit wir auch heute zu Lützeburg schon fortgeschritten sind. Wir haben mit ganz viele Leute zu denen, die ganz skeptisch bei der Demokratie sind, die ganz viel Frust haben, ganz viel Roserei, die Gefühle haben, sie gehen nicht, sie dürfen nicht mitschwätzen, gibt irgendeine imaginäre Verschwörungstheorie, sie gehen manipuliert. Das Table ronde mit den lauter Experten hat kein Blatt für den Mund geholt an die Schüler, die haben sich auch getraut, mitzumachen, sich zu Wort zu melden, nach Fragen zu stellen. Eine Schülerin, die aktiv teilgeholt hat und daran, hat gemeint, es wäre wichtig, nicht nur einfach kahl Geschichte zu erklären, mit Schülern emotional mitzuholen. Wenn ich just an einem Buch liest, wenn ich just an einem Buch Fakten studiert wird, was auch wichtig ist, aber dann kriegt er das nicht so zum Gefühl an, dann hat er vielleicht auch nicht den Interesse dran, wie wenn er sich persönliche Schicksale anguckt, wie Leute, die wie den Herr Lebeyer so in Klasse kommen, also wegen Bob seine Geschichte abgeschafft haben, oder eben Leute, die in der Kommemorationen oder so begehen, da sind viel aktiv drunter schaut und persönlich Schicksale sich guckt. Das ist für mich ganz wichtig. Den LCD probiert dann noch einmal neue Wege aus, für uns Schüler rundzukommen und nicht nur mit der Geschichte von 84 Jahren zu lackeln. Wir nutzen noch wirklich den Januardatum für mehr auch das international an die allgemeinen Krieger auch darüber nachzudenken und das abzuschaffen, weil an der das auch heute an der Table ronde gesucht geht, das auch für sie mehr eine Möglichkeit für den Lien mit der Aktualität der Ukraine, aber auch mit der Minorer Geschichte zu machen, weil zum Beispiel wir haben am Lycée ein ganz reiche Schüler, die aus dem früheren Jugoslawien kommen und das selbstverständlich auch den Jugoslawienkrieg in ganz guten Anhaltspunkt für zu weisen, wie schrecklich die Krieger sind und dass wir wirklich alles müssen machen, für das zu verhindern und wirklich müssen kämpfen, die demokratischen Werte da hochzuhalten. Nur der Table ronde ginge du 4 mit einem World Café, 10 Minuten Workshopen zu 6 unterschiedlichen Themen. Jeder als all Workshop durchschlaf. Heilo ginge um Kollaboration am Zweiten Weltkrieg, ein Thema, das sie zum Beispiel noch nicht am Unterricht gesehen haben. Ich fand das extrem wichtig und ich fand sie wirklich froh, dass schon dem Lycée sind, den das so fordert, an den auch wirklich verschiedene Ateliers mischt, an nicht nur das eine Klasse gibt mir wirklich verschiedene Sachen, wirklich 4 Stunden, wo schon dafür opfert. Und wenn es fand ich auch als Schüler müssen da gesehen, dass das eine gute Arbeit ist, eine Arbeit ist, die auch zu weiterem Nachdenken über das Thema und Diskussionen in der Schüler über das Thema definitiv fördert.
Beim Nicola Hirsch vu Respekt.delu iwwer deems gonget mi spezifischem die verschiedene Formen vu Radikalisierung. An einzelne Workshoppen goufne doch schon ganz radikal aussoen. Dufärs dem Politolog ëmso mi wichtig drop anzugoen, an op Missstand opmerksam zu machen. Geht ja heute um Erinnerung, der das ein wichtigen Teil davon, dass man nicht vergessen, dass wir in einer Diktatur zu leben, an dem Krieg zu leben, an Schmengen, das Demokratie ist schwerfällig Prozesse, das nicht immer sexy, nicht immer direkt, so Satisfaktion, aber das ist extrem wichtig und das Verantwortung für jeder Staatsbürger, sich anzubringen, zu interessieren und zu engagieren. Velumen bleibt de Batreno geschmerrt, dat schon lang net mir alles lebt an der Gesellschaft wie et Mist. Et ass hauten da vu den neuen amerikanische Präsident sein Amt unhält, dat steht op a zu denken. Also ich gucke natürlich wat Medien immer wat op der Welt lebt, wat du alles los ist und dat sind op alle Fall so Situationen wie den Trump in Amerika, die Sachen die Angst machen auch die ganze Krieg an der Ukraine, die Situation an der Gazastreifen. Das sind auch Sachen, die in Europa kommen und die nicht so einfach kann ignorieren, weil ich weiß, wenn man ein bisschen Paschu könnt ihr doch bei euch irgendwann. Wir machen das Gedanken über den Präsidenten, wir sollen das Gedanken machen über euch selber. Sind wir als Europäer stark genug für ein Gegengewicht zu entwickeln oder machen wir am europäischen Integrationsprozess für uns so los und so unfähig, wie das bislang der Fall wäre. An dem Fall braucht es nicht zu wundern, wenn wir innergebuttert gehen in einer Welt, wo es nämlich just nach Kräfteverhältnissen sind, die zählen. Für Haut auf einmal sind die matt gemacht und an die das ganz organisiert haben, zufrieden. Es konnte viele zugespart gehen, die Fanger Wonne gelöst gehen und die Jungen waren interessiert und aktiv dabei. So matt geschafft, so vorgestellt und das ist eigentlich das, was der große Plus und der Veranstaltung ist, dass sie sich selber äußern, selber vorstellen zu den also für die Einzelintervenanten, die dann eben heute da waren. Das ist so, dass das Angebot nicht der langweilig sein, es muss facettenreich sein. Unterschiedliche Themen müssen abgeschafft gehen, darf nicht immer das nämlich sein, weil sonst wäre es langweilig und sie sind aber durchaus sind sie accessibel für so Themen. Also auch wenn es 8 Jahre zurückliegt, verschiedenes sind sie aber motiviert, für mitzumachen. 2024 war übrigens nicht nur den 80. Anniversär von der Ardennenoffensive, hier geht nicht 40 Jahre, also auch 40 Jahre nach der Liberation von Lützeburg, war nämlich das Militärmusee von Dickrich an die Liebe gerufen gehen. Für den doppelten Anniversär zu feiern, war der 24. Januar des Jahres an der Seerei eine grosse Science Akademik, für die jederin an Dickrich invitiert war. Die Science Akademik für den 80. Anniversär von der Ardennenoffensive an den 40. Geburtstag vom MNHM soll doch ein bisschen ein Volksfest sein. Dafür war die ganze Population invitiert. Ein erster Part gab es doch schon direkt bei der Begrüßung. Es war das der wichtigste Moment für das Militärmuseum und immer doch für die Gemeinde, die 1984 den Dickricher Geschichtsfreund geholfen hat, das kleine Geschichtsmuseum von Dickrich Sitz von der Aller Brauerei und Lebensrufen, den Durno sollte der bedeutende Militärmuseum von Haut gehen. Wir sind aufgeregt bei diesem Museum. An dieser Stelle will ich der ganzen Equipe vom Militärmuseum ganz große Merci so für gut Arbeit und ihr Engagement als Geschichte Leben zu haben. Durch eure starke Zusammenarbeit legt man bedeutenden Beitrag zur kulturellen Identität von unserer Stadt und der historischen Bildung. Et war eng Handvoll passioniert Sammler, die den Steen von der Success Story Militärmuseum an den 80er Jahren und Trolleburg tun. Sie waren stark geprägt durch das Leben von den Großeltern und Eltern, die selber viel Kriegsmaterial gesammelt. Waren aber auch zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, für wertvoll Geschirr von Bauern herzuretten, den Krieg zugemacht haben. Für mehr Großobjekte dabei zu kriegen, auf Ormul Matrike geschafft. Streichelsrunde, zum Beispiel bei uns moderner Schrive, für das man Maschine agricole aus der Schweiz kommt nachher nach geht war das aber ein Panzer, weil mir die konnte nicht anders das deklarieren. Wenn nicht viel gesehen, dass am Minister
de Justiz Panzer kommt an der hin sich dummelle. Dat sind die klenge Anekdote gewircht. Du war auch viel Humor an war auch vielen Kind kommest du dabei. Mat nëmme 6 Reimwale Sugang an der Zeit, awer mat engem ganz neue Geest. Die jong Pioneier vum Militärmusee hun mat enger ganz neuer Approsch zum Krieg geschafft, mat den extrem liewegen Dioramen, déi dem Musee wat Grenzen raus so bekannt gemacht hun, kon Geschicht engerseits novollziehbar gemacht gin, dann muss sie awer probiert an der Erzählung net eeseitig zu bleiben. Do vu mir Musik gemerk ganz an der Rekonciliation an nur am Sinn vum Völkerverständnis von Europa awen op dem mënschesche Punkt. Weil man einfach gesot hun an fin de Kon, dat se Christ jo schrecklich fir all Mënsch gewecht. Und dat mënnemmen dem Erliewen eigang. An du dann an dee Situationen, wat die Leiit gespeerter gefilt hun, wat waren do endlich hier Wunschgedanke, wat waren die Werte gehört, wo man enkelheiwer lewen, nur denen werde ich aber da probieren an Zukunft mein Leben neu zu gestalten. An die Werte wollte mir dann auch am Musee besonders den junge Generationen mat Führung gehen. Und dafür, ja, also gerade so wichtig, dass man Museen hun. Museen, die eben heute ein ganz wichtiges Rolle spielen an unserer Gesellschaft. Sie sehen de Lien töcht der Vergangenheit op der engerseits, aber auch der Gegenwart op der andererseits, töcht Erinnerung, Wissen, und sie machen als Geschichte für jederin auch zugänglich. Iwer debste Kulturminister singeriert, ob die gut Zusammenarbeit ma Militärmusee ergangen ass an noch normal Wichtigkeit vum MNHM an der Memoire firgestracht huet, so was den Direktor vom Militärmusee op die viel Insel Schicksalragang, die sie konnten am Musee und Tageslicht bringen, an die auch zum Deel neu Wühen op Geschichte erlaubt hun. Eng ganz interessant als zum Beispiel déi vum Ferner Melchior, engem Lützeburger Zwangsrekrutierten, den am Juli 44 am Westen agesat gouf, as weh optikrech an der deutscher Uniform opgezeechen huet. Datei ist effektiv vun als lechten Sensationsdonationen, die man Rakuten 2023 an die besonders eben auch vu Studenten bzw. E-Student vom SNJ EU geschafft huet, weil het iwwer 2000 Foto quasi sinn plus Dokumentation vun enger Person, die zwangsrekrutiert war, obwohl gemerkt eben unter Westfront aus engem egene Land müsste kämpfen an net keine Chance hat für fortzukommen. De Musee besteht also net nëmmen als Objekten, mir als vielen Erzählungen, obwohl den Succès mat Joren nie aufgeholt huet, 2020 gouf de millionste Visiteur empfangen, so gëtt Bedeutung vum Musee gerade lo so wichtig wie Seele fir Droden. Für dat auf 40 Jahren kommt der Geburtstag grad richtig. Die gouf dann noch mat viel Fried gefeiert. Ich bin hier an der Bibliothek vom Lycée Classique zu Dickrech. An Januar gouf das Bibliothek nur engem freiere Schüler benannt. Der Camille Sutor von Irmstroff hat sich am Zweiten Weltkrieg stark gegen die Nazi-Herrschaft angesagt und dat man mit seinem Leben bezuelt. Ein Schicksal, das der Lycée am Jahr von der Erinnerung und der Ardennenoffensive 84 Jahre nicht einfach so voll Klatsch zählen lassen. Ja, noch zwei De 24. Januar grot Bibliothek am Dickerscher College an enger bereierender Zeremonie den Numm Camille Sutor. De Camille Sutor eelst vu 5 Kanner aus enger Bauerfamilie vun Irmstroff war vu viele Schüler am LCD wie 1940 Preise Lützeburger geholl hunn. Aber hier war vun de wenigen, dé sech vun Ufang gun vehement dogent gewiert huet. Nach am selwechte Joer huet de Camille mat 8 andere Jonken, die 3 Lützeburger Studenten, eng Oppositionszell zur Luxemburger Volksjugend op B gesat. A wie 1941 Hitlerjuren an d'Liewegrof gouf an hier sech geweigert huet dabei ze treten, gouf de Camille Sutor op Premier aus der Schule verwiesen, zu Summe mat 50 andere Schüler. Dat das e riesen Sakrifis auch gewircht, wann der bedenkt, war e brillante Schüler, war liberal den nächsten große Sportler auch an so an hat wollen Medizin studieren, net wollen ein Karriere machen, wollte net Bauer gehen, man hat wirklich das Zeug wie ihr seht für so ein
also eng universitärkarriere jedenfalls zu machen an de verzicht dann op de premiers Examen fir können die Resistenz weiter zu feieren. Den André Grossbusch, freiere Prof an noch Schüler aus dem Lycée huet an das Mendler Memoire am Dickerscher College Viertrag iwwer de Joke Mann gehall, de bisewel just den Nummer engem Kriegsmonument an der Schul war. Op Initiativ vun der Familie Sutor kann an Enklen vum Camille singem Bruder Richard huet den Buch Camille Sutor Lion de la Résistance geschrieben, dat dem Camille se Geschicht opzeichnet. Also fir de 40. Todestag vum Camille hat seg Fën enge Feier gemach bei him do hem hemech Haf an Lo no 4 Joer des Joer wo man pu der Kommemorationen Härte fir hin muss so in die heute Wello in die manscheinen Aufschloss würdegen Aufschloss an Schmengen der de lo seet Bibliothekers no hin benannt gin dat ass in die Manschein Zechen noch vum College an fir Jurend. Tatsächlich hat Camille ganz außergewöhnlich Schicksal erlebt. Wir können am Krieg auf Seite von den Alliierten zu kämpfen, haben hier in Kollegen eine lange Odyssee durch Frankreich auf sich geholt, die aber man nicht so Plötzebüsch gefordert hat. Noch langem Hindern hier wurde Camille Sutor Anfang 1943 schließlich mussten zu Lützebusch untertauchen, für nicht festgeholt zu gehen. Wir haben dann Alliierte wollt bei sich Hafen der Familie zu Irmstre verstoppen, a Kollaborateuren hier verroten hun, fahren der River. Den 19. Mai 1944 kommen zu einem Überraschungscoup von der Gestapo. Der Camille ist abgesprungen an den hat zum Küssen ihre Revolver an den nächste Gestapo-Mann der Rakomas, den hast du erschoss geht. Der Camille hört op Geschoss, den hast du zu Summe gegangen. An dun déi hannen Drun, déi hunn hun de Pap als Schutzschëld so zu geholl an gesot jetzt kannst du schießen. Natürlich konnte Camille net op de Pap chasen an dun déi kostbar Sekunden do verlor kann e soen an dun ass de Camille selber vum Preis erschoss gin. Der Familie iwwerdems war et méiglech sech am Hausbunker zu verstoppen. Den ensche Bruder Richard ass fortgelaf, konnt wéi duche Wonner rivaliewen, hin et Schutz an engem Bunker zu Haller fand. Fir seng nokommen war de wichtige Moment fir de 24. Januar de Camille geehrt gouf. Auch weil der Thema direkt um Krieg an der Familie langen Tabu war, mat singen Enklen recht huet de Bopa Richard Geschicht opgeschafft. Wir sind dann aus Kanner, dummer der Ruppgewus. Der Bopi hat uns gezielt von der Smart geholt, zum Beispiel an den Bunker, also an den Bunker, wo er verstopft war, an der Siebenberg zu Haller. Wann hin aus dem Motor dann hingegangen, ein bisschen botzen, alles an 3 setzen. Und dann hat er gezielt, wie das war, die Mols. Ja, so dass mir immer der groß gesehen und seine Message nice war, zählte der Kanner weiter, merkt er, das nicht vergisst. Und dafür muss ich sagen, dass heute als Lo für mich immens schön. An der Message, die Kaffeero goen, nicht nur für die Familie, auch für die Schüler, war die ganze Ehrung wichtig und immovant. Domat kriegt Geschichte für sie Gesicht, das sie lo an Erinnerung behalten. Also ich war schon mega interessant fand, weil selber sind ich auch die ganze Zeit durch gegangen. Ich war gut nicht informiert darüber. Und ich fand aber mega wichtig, dass Leute von der Matt kriegen. Weil über den Zweiten Weltkrieg weiß ich selber nicht so viel. Ich habe nicht Familie, mit denen ich darüber schwätzen kann. Dafür, ja, ich fand es mega wichtig, dass ich Schule möchte. Und ich bin mega froh, dass ich da dabei sein konnte. Ich persönlich empfinde Sachen immer ganz emotional, weil aber trotzdem so viel Geschichten so man so vergisst gehen, auch am Alltag und allgemein an der Geschichte und schon extrem interessant fand, die Geschichte von dem Mann zu hören, zu verstehen. Weil das aber trotzdem eine extrem emotional Geschichte, extrem couragierend auch für das sich so ja, an den Widerstand kann gehen und schon extrem emotional fand. Ja. Ich war auch gut mit der Klasse, sich ein bisschen zu unterhalten, über so Sachen. Weil ich fand oft, also bei meinen Klassen mindestens, du hast oft so Gag aus so Themen gemacht. Und von das wichtig, dass eben wirklich mitkriegt, wie das alles gegangen ist. Und bisschen aus die verschiedenen Perspektiven, wie die Leute über Krieg lebt, ein bisschen mitkriegt. Du hast eben genau selbe Sachen und der Geschichte wiederholt sich. Und das ist eben wichtig, dass Leute darüber lehren und eben nicht selber Fehler machen.
Wenn ein alt Haus hat, soll sich bewusst sein, dass viel Suhl spüren kann, wenn eine nachhaltige Sanierung möchte. Also seine Wohnung so renoviert, dass noch mehr Energie verbraucht wird. Ihren aber einfach loslässt, sollen sich am besten einen unabhängigen Rat holen bei einem Energieberater von der Klimaagenz. En Januar op der Nummer 14 an der Rue Vanerus huet den dickerscher Klimabotschafter Bruno Diogo Rendevous mat der Klimaagenz. Fi de Rapunkt Isolatioun hat blo nach ha geguckt, wann lo kucken all die Baudeler wo ging sinn machen ze isolieren, ass ënner andere noch den untere Abschluss net d Energieverlosche, die ebe vun Urbe vun den Këtzen Reim haie verlö gin. Da ginge du sech ge den sech immer vun der Keller seit isolieren. sech ken de Illusion ket gegen he Keller Plaffung isolieren. Gemeng wollen zwei Familienhaus energetisch renovieren an am Kader von der Gestion lokativ weiter verlohnen. Normalerweise gibt Gemeng du direkte privaten Energieberater zu Rot ziehen. Das kostet mehr als Pflicht von Evaluate kriegen. Für sich aber schon am Vierfelde Bild zu machen, was überhaupt machbar ist, auf wen am besten soll vier gehen, soll laut Klimaagenz helfen. Der Service ist gratis. Ich kann aber eine gute Fassadenisolation machen, mit Fenstern ersetzen auch. Also auch du am Prinzip bei den Fenstern schwätzen wir von dreifach Verglasung. Muss ich natürlich immer darauf aufpassen, an das ist ja. Das Fenster nicht besser isoliert als die Mauer. Genau. Dreifach Verglasung und dann ist aber die Mauer nicht gut isoliert. Das hat immer den Nachteil, dass dann die Mauer schlecht isoliert und durch Wasser rocken und plötzlich Fenster. Das kann zur Schimmelbildung kommen, das wird früher viel gemacht. Aber für so Sachen zu evitieren, muss man natürlich immer eine Energieberatung machen. An den Energieberater seht euch auch dann, die muss das machen, für die Subsidien zu kriegen. Für allem kann Klimaagenz engem Roden, wie soll vier gehen, wenn ein begrenztes Budget hat. Alles mit nehmen muss nicht gemacht gehen. Dafür aber soll den die energetische Sanierung an der richtigen Reihe voll machen. Natürlich Fenster also bis wann dat solo alle Holzfenster sind, die hu geschafft, die sind mir immens dicht, muss ich noch gucken, okay, vielleicht ist das aber auch dann eine Priorität. Dann muss ich natürlich auch mal ein Budget gucken, dass ich vielleicht Sachen dann nur nehme für eine Mesure. Oder ein anderes Argument, dass auch wenn ich schon eng stehe habe, weil ich meine Fassade isolieren, kann ich auch profitieren, wenn ich schon durchstehe, nur für dann den Dach zu gehen. Voilà. Generell ist schon viel Potenzial für das energetisch zu verbessern. Und dann gilt es eben für alle mal ein Budget aufzugucken, wo ich aufhängen kann. Prioritäten setzen als Schlagwort. So soll ich beispielsweise die Heizung richtig setzen, wenn die Isolation bis verbessert gouf. Richtig dann gesagt den, was für eine Heizung auf den Energieverbrauch passt. Solaranlagen stehen also nicht an erster Platz, aber kann ich von Arbeiten profitieren, für andere mitzumachen. Mit das klar huet ein geringe Budget muss ich wirklich priorisieren und da kann ich noch mal Energieberater zusammen gucken, okay, welche Baudeel mit welchem Invest bringt den größten Effekt, weil solo muss ich einen neuen Dach machen, den ist schon relativ teuer, dass ich vielleicht sehe, ist das wirklich eine Priorität oder gibt es andere Baudeler, wo ich kann energetisch verbessern, ohne immens große Summen auszugeben. Aber die Klimaagenz kann auch mit kleinen Tipps helfen, wie zum Beispiel Heizkörper, wenn es der Zirkulation besser an das Fenster zu setzen oder zu analysieren, ob es Sinn macht, Gesperr Speicher mit zu isolieren. Beim Haus in der Rue Vanerus überdems gouf Lot-Decision geholt, für komplett zu sanieren. Neben der Isolation von Fassade und Dach soll noch neue Fenster und eine neue Heizung installiert gehen. Nachhaltigkeit ist auch ein Thema an der neuen Ausstellung am Kulturhaus, die vom SNJ organisiert wird und noch bis den 1. März oberst. Zu gesehen kriegen du Objekte, die geupcycelt wurden, also als Aufall kreiert wurden. Das spürt nicht nur Ressourcen, mehr ist auch noch flott zu gucken.
Sech austauschen in der Nopren fir ze wëssen, wat et Neizgët am Quartier oder op flecht engem mat engem Haushaltsgerät aushëllefe kann oder zum Beispiel fir e Fest zu organisieren. Dat alles gëtt mat der App vun Hoppler méiglech. Vun endes Monsun werd Hoppler och zu Dickrech aktiv ginn. An der Woche vom 24. Februar kriegt ihr Brief heim mat engem Code, iwwer den Di Rich ausschreiwe kënnt. Hei awer schon mal e klenge Viergeschmack op dat wat ich bei Hoppler erwart. Et gouf fir kurzem en Abbruch oder Katersfort gelaf. Di seet op der Sicht no engem Hand fir grod engem Babysitteren Gegent, Di brat so sehr wie méiglech eng Leder fir Abechten durchzufeieren oder Di wëll de Fest an Ärer Noperschaft organisieren. Bestimmt kann ich een Noper hëllefen, awer das net immer so einfach unsi ze kommen, an Di kennt sie net all. Dufir awer gëtt et Hoppler, Noperschafts-App déi d'Kommunikationun mat de Nopre mi einfach mëcht. Léier der Nopre kennen, kommt mat hinnen a Kontakt mat Hoppler. Wéi neicht mé einfach wie dat. Mir schicken eich ganz geschwonne Codeteam, mat dem Dirich bei Hoppler androe kënnt. So könnt Dirich mat dere Nopre verbannen. Nëmmen Nopre kënne mat neener Kontakt reden, an dat mecht ass Hoppler eng sekuriséiert App. D'App kann e sech gratis ofluden. Virtschen Schloss op der Plas Virtschen ass e Blickfang fir jidereen, den duch d'Alexis Hackstroos zu Dickrech fiert. Dat opfällecht Bauwieger am neogotesche Stil impressionéiert einfach. Fir Eis olas mé genédrop ze kucken an eiser Rubrik 1 Minute Zrecke guckt. Mit vum 19. Jahrhundert ass d'Virtschen Schloss vum Dickrecher Foucault-Chefen Deputéierten a Richter Matthias Ulrich gebaut ginn. Dofir gët Gebäi och nach Ulrich Schlesier genannt. No segem Doud ass d'Schloss dun an de Besitz vum Bauentrepreneur August Virtschen iwwergangen, dohier also den heitegen Den August Virtschen iwwer deems huet Gebäi und Gemeng verieft, déi vun 1889 bis 1959 do den Hotel de Villen erbruecht hat. Haut gëtt de Château Virtschen vum Conservatoire du Nord genutzt. Mat zingen opwännesche Fassaden an dekorativen Elementer fir allem den Tiermacher gleich de Château Virtschen tatsächlich engem Schloss. E charakteristisch Element aus der Gotik aus der Spitzbau. Gebäi gilt als seelenen architektonische Bijou. Wins singem Stil, singem Designer, singer Konstruktion, die no hanne quasi kein Fenster huet. Virtschen Schloss gilt als Seelenbeispiel für den neogotische Stil zu Lützeburg. Not uninteressant ass auch der nächst vom Schloss, den 1910 am neoklassizistischen Stil gebaut gouf. Das Gebäi ist wohl mi bescheide gehalen, gëtt aber trotzdem als authentischer markant Bauwirk gesinn, dat viel vu seinen historischen Elementer behalen huet. Net fir neicht goufen d'Virtschen Schloss zu Summe mat Sängerer nächst fir un paar Joer zum Nationalmonument erklärt. Vier Virtschen Schloss wird auch ganz geschwindig de Family Place für Kavalkat abgerichtet gehen, wo direkt Cortège run auch Animation für Kanner vier gesehen ist. Mehr zu davor sind zu Dickrech geht es lo an unserem Agenda. Ich so nicht für Adi, bis an einem Monat. Den 19. Februar um 4:07 Uhr ass am Militärmusee die Lastkonferenz an der Serie zum 80. Anniversär vun der Ardennenoffensiv. Dëse Viertrag vum MNHGM-Direktor Benoit Niederkorn huet als Thema Monumenter. Den 23. Februar owes 6 invitéieren Tami de Lager beneie Konzer an der Parkkirch, déi op Besuch ass de Jos Majeros Organist aus der Basilika zu Irsternach. De 26. Februar owes 6:30 ass an der Allerkirche een exceptionelle Profekonzert vum CM Nord mam Quintett Les Vents du Nord. D'Vierstellung Harmonie partagée féiert mat Flûte, Oboe, Klarinett, Horner Fagott duch Zeit an Emotionen. De 27. an 28. Februar owes dann ass den Optakt vun der Fusen zu Dickrech mam Altweiberball an dem Hippigsball an de Bistroe vum Stadtkern. An der Seerei war dems as op vu samchte 6. März mëttes de Kannerfußball an den 2. März der schlieslechten Heichpunkt vun der Fusen zu Dickrech mat der grosser Kavalkat durch d'Strose rundum de Stadtkern. Depart fir die 57. Edition ass 2:30 mëttes an der Vielzer Stroos.
vun Spielewauer un, awer gehtet schon lass mat Musik op der Kloster bei der Gemeng an mat der Family Place beim Wirtschen Schloss, wo bisowes Animationun fir Kannergeburte gëtt. Alkohol ass op dëser Platz verbuden. De 7. März ass am Kulturhaus de Vernissage vun der neier Expo A2. Die 2 Lützebauer Kënchtlerinnen Claudine Maillet an Josette Maurer weise bis endes Mons hir neiste Kreatiounen, Bilder, déi vun der Natur an dem Alldar inspiriert sinn, sowie Skulpturen, die op d'Scheinheet vun der Natur hiweisen. Seta Bedinge bei der Sauer invitiert der Mikal-Ersatzcenter Dickrech den 8. Märzowes Erd op hier traditionell Burschbrennen, vu moie Seelewauren bitten sie awer scho gratis zober Gedrängsun en don ass wëllkom. Da kann e se Jorem fir d Gros Spot zu mellen, organisiert gëtt vun Lohn allerdingsem vun der Umweltkommission. Rendezvous Steakher beim Restaurant Alspemm bei der Sauer, wo 4 Depart Kaffee a Kicheltscher o Geburte ginn.